wir sind in der letzten Botschaft von der Serie Botschaften von der Onsechtboara Kjrich. Und so wir haben uns hier versucht, nachzudenken und zu lernen von den Onsechtboara Kjrich, von wo der Feind jeden uns schafft und wo der versucht, Gott sein Plan und Gott sein Volk durchzukriegen. Die erste Botschaft rede ich von der Onsechtboara Welt. Und dass das eine onsichtbare Welt, was Kjrich so wirklich ist, als die Welt, wo die Boven ist. Dus in de eerste Welt romans, de Bibel is zeer klar over dit, en in de eerste Welt is een Feind, wat die Säule hängen is. En zo moet we weten, vielleicht denken we so, oh, ich kann mich bloß nicht den Feind, ich kann mich nicht dort, Luther zu sein, du kannst gleich. Auf da steht, kannst du nicht sein, wenn entweder oder, wir sind in den Feind sein Recht, in Gott sein Recht. Das sind einzige zwei Dinge, was die Bibel die ja, wo die kannst sein. Und so, wenn wir den Teufel horchen, wir gehen am hängen und so wieder, dann gehen wir durch Han, wo er handelt. Und so, das ist nicht eine gute Stelle. In der zweiten Botschaft, da rede ich von, da fangen wir an zu checken, von wo merkt man es reut für das Kjrich. Und da reden wir von, wie man uns Wahrheit anschnallen. Das ist das erste Ding, was Gott uns wies. Wenn der Teufel ist ein Lehner, heißt ein Lehner von Anfang an gewiss, wenn er redet, dann er lehen, wenn er lehen wird, dann redet er, wer er ist. Das ist sein Charakter. Und so, die Bibel ist klar darüber. Und so, ich rede von, dass er das uns verlehen über Sinn. Er sagt uns an einer Hand, dass Sinn ist gleich wichtig. Sinn wird die euch zum Tod leiden, du wirst gleich verloren gehen, wenn Sinn. Und an der anderen Hand sagt er, die weiß ich was, so ein Stück Mensch, als du bist, die wird Gott niemals vergeben. Check mal, was die alle da ist und so wieder. Und so, der Feind schafft immer ab Bad enger. Der wird die nur noch angegriffen, als du selbst denken das. Und so mal wir mal denken, wenn ich eine Person sehe, die in mir selbst, ich sie selbst gerecht, ich sie besser als andere und so wieder, dann wird der Teufel die durch angegriffen. Oder wenn ich so eine Person sehe, die mir immer selbst durchrennt und ich verdamme mich selbst, dann wird die durch angegriffen. So, die kämpft so an uns nah, als wir denken. Woher uns der Pastor Kjrich, so dat hat das auch mit Sinn. So, der Feind hat uns verlehen über Sinn, der Feind hat uns verlehen über Religion. Er wollte die sagen, weißt du Gott, wenn du bloß ein feiner Mensch bist und hast erreicht die Kleidung an und so wieder, und die Sitte reich und so wieder, dann wirst du das merken. Und an der anderen Hand sagt er uns, weißt du Gott, du wirst niemals gerecht werden für Gott. Aber so ein Mensch, als du bist, wo wirst du jemals für Gott bestehen? So der Feind, das war ein bisschen enger. Und der Feind hat uns verlehen über Jesus. Und weißt du, er will bei Jesus was beileiden. Jesus allein ist gleich Diener und so wieder. Und so, er wird uns verlehen über Jesus. Dort wird die zweite Botschaft. Die dritte Botschaft, da rede ich von Gerechtigkeit. Und wo er war ein bisschen enger schafft, er wird entweder oder die versuchen, selbst gerecht zu merken, oder er versucht, die zu sagen, weißt du, du wirst niemals gerecht sein für Gott und so wieder. Und so, wir checkten nur die Show. Paulus sagt, wir sollen uns die Show von dem Evangelium antragen. Und so, das ist ein Bild von, wo die römischen Soldaten Show hatten, mit Spatzen an, wo sie fast auf der Grund standen, sie glitschten nicht an, und so wieder. Wenn sie sich mit wem fährten, und so wieder, und du bist auf dem glatten Grund, du hast gleich keine Grip, würde sein, du kannst gleich stehen. Und so, der Feind will uns merken fallen, Gott will uns merken stehen. Von der und der letzte Botschaft, weil wir denken an das Schild vom Glauben, ans Helmet von Erlösung und ans Schwert. Und weißt du, das ist sehr interessant, dass das eine ganze Liste von Dingen, was Gott uns gibt. Du hast bloß ein Ding, was Gott dir gibt, zum Treffen. Die anderen sind alle durch zum Stehen. Die anderen sind alle durch zum Schutz. Aber ein ist zum Fetten. Und das ist das Schwert. Das ist Gott sein Wort. So, wir wollen checken nur das Schild von Glauben von dir. Na, bevor ich dann nennen gehe, will ich Ihnen Feuerdinge sagen. Und diese Dinge sind sehr wichtig. Das sind auch Dinge, was wir glauben machen, wo gehen, wie können sein, wir machen das Schild von Glauben abheben. Na, weißt du, das Schild von Glauben, ein römischer Soldat sein Schild, die hatten zwei Sorten von Schild. Ein römischer Soldat hat ein kleines Schild, was er an den Arm angeschnallt hat. Und so, wenn er wo fährten da, in einer Hand hat er sein Messer, in der anderen Hand das Schild zum Verhauen. Das ist nicht das Schild, wo Paulus von redet. Die hatten noch ein anderes Schild, das ist ungefähr 2 Schuhe breit und 4 Schuhe hoch. Dort hat Herkes, die konnte hostig, Taubherken, in einer langen Wand bauen. Und so, sie brauchten das für 2 Dinge hauptsächlich. Ein Ding wir, wenn die Feind, die würden fertig, ihre Pfeilen und Teer und Dürken in die Ohren stecken, und dann scheiden die, und so das Schild, das wir gerade noch, da können die Soldaten ganz hängen stehen.
Das ist eine Geschichte von einem Soldat, der kam terug von Kjrich mit 100 Pfeilen in sein Schild beim Stärken. 104 Pfeilen, was der Feind hat geschossen am, aber er hat immer können verholen. Und so sie haben so gebaut mit einer Eisenplot und Halt und Lader und so weiter, dass die Pfeilen dann anspeckten, aber ausgingen. In some Beschreibungen sagen, dass sie duckten dort einmal ein Wuter an, wenn sie Wuter hatten und so weiter. So das ist ein Ding, was sie mit dem Schild haben. Ein anderer Ding, erst sie büden eine Wand und so die Feind kamen fertig mit Pferden. Dann sie hat Pferden und dann wurden sie taub kommen, so was die römischen Soldaten deuten, sie deuten zu der letzten Minute hastig in Tünbüren mit ihren Schildstaub herken. Und Pferd, die waren nicht sehr leicht voneinander, die waren Eberhupsen. Und so dann hupsen die Pferde über und dann deuten sie mit ihren Spießen. Und so den Weg können sie ihre Feind gewinnen. So das Schild wird sehr, sehr wichtig. Aber in das Bild, was Paulus hier braucht, ist es besonders wichtig, dass hier waren die 4 Pfeilen von den Dieveln nicht durchfahren. Und die waren hier beim Stärken bleiben. Und so das ist das Bild, was Paulus braucht. Na, Paulus, so ich gesagt habe, das ist bloß ein Bild. Das ist nicht, dass wir sollen smarris abstehen an ein Gebet, anstatt anschnallen und so weiter. Das ist ein Leben. Ein Leben. Ein Leben von Glauben. Ein Leben von Gerechtigkeit. Ein Leben von einfach Glauben, was Gott sagt und so weiter. Und so, hier sind 4 Dinge, was sehr wichtig sind, wenn wir denken und das Schild von Glauben. Nummer 1 ist das, Gott hat den Teufel gewonnen. Gott hat den Teufel gewonnen. Und so, der Feind will haben, du sollst glauben, dass er hat alle Kraft, er hat alle Macht, aber der hat Gott. Der Teufel hat selbst keine Macht an ein Kind Gottes, außer an uns Gemeinschaften. Ich kann so glauben, nicht alle Menschen agreeen mit mir, aber ich kann so glauben, dass du als ein Kind Gottes kannst nicht ein böser Teufel in dir haben. Wenn ich kann nicht so glauben, dass Gott in der Feind aber selbst steht wohnt. Aber ich kann sehr fest glauben, dass der Feind kann die sehr ungerieben in den denken. Und weißt du, das ist, wo der Kjrich really ist. Das ist in uns denken. Und so wenn wir glauben, das ist in den denken. Ich habe immer wieder gesagt, dass der Heilige Geist, der uns in uns denken leiden. Du, wenn sagt die Bibel, du musst den Denken ernähren und so weiter. Aber Sinn lädt die du auch. Der Feind lädt die in den Denken. Wo du über dich selbst denkst, wo du über Gott denkst und was du von anderen Menschen denkst und so weiter. Und so in dein Haus, in dein Ohr, all die Dinge, die sind in dein Denken. Das wollen wir auch das Helmet, das Schutzbrücken von uns Kopf und so weiter, wo wir davon reden. Und so Gott hat den Teufel gewonnen. Da muss man bloß einfach im Glauben annehmen. Jesus Christus hat den Teufel alle Macht weggenommen. Er sagt, dass der wird in uns ist, das gratis, der wird in der Welt ist. Du brauchst nicht verspielen, jenen Feind. Der hat nicht Macht, jenen, die das wird, als was du den darfst. Und so, wenn wir den Feind in uns denken, lassen über uns regieren, in uns merken Dull ran, in uns merken Verdammt, und all die Dinge, das ist die einzige Macht, was der Feind über Gott sein Kind hat. Und so, haben wir gesagt, klar, Jesus hat den Feind immer gewonnen. Der zweite Ding ist, dass wir sind von dort Reck von den Teufel übergesagt in das Reck von Gott nehmen. Das ist noch eine Ursache, wo ich nicht glauben kann, dass ein Kind Gottes, was von den Teufel sein Reck in Gott sein Reck versagt ist, dass die Teufel hier dann wird wohnen bei mir. Na, die greift mich an, ja, dort ja. Aber das ist sehr, sehr wichtig, da wir das klar holen, dass der wird in uns wohnt, das stärkste, was in der Welt ist. Er sagt nicht, weil der, was an deiner rechten Hand wohnt, ist stärkste, was an deiner linken Hand wohnt. Er sagt, der, was in dir ist, das stärkste, was in der Welt ist. Der, was in dir ist, und in dort Reck, in Gott sein Reck, das stärkste, was in der Welt Reck ist. Und so mal wir klar holen, wir sind von Gott, durch den Heiligen Geist, so wie von den Teufel sein Reck, gesagt, in Gott sein Reck. Aus Gott sein nicht kennen, wenn wir glauben haben an. Das jährliche Kjrich, oder das Onsechtboara Kjrich, was wir leben, was wir fährten, dort ist hauptsächlich, wo wir uns lernen, in Gott seine Kraft zu stehen. Und das wird die erste Botschaft, versuche ich das sehr klar zu merken, dass das Gott seine Kraft, wo wir beim stehen. Nicht an sie eine, das ist seine Kleidung, was wir uns antragen, nicht an sie eine. Und das ist ein Glaubensding. Das ist bloß einfach ein Ding, was wir in uns denken, annehmen, wir bestärken das, ja, das ist so, das ist, was Gott sagt, das ist so. Und so das ist, wir tragen uns die an im Glauben. Und das vierte Ding, das jährliche Kjrich, durchschnittlich, nun sage ich durchschnittlich, hätte niemals wieder als bei ihnen denken. Na, das ist so, dass Menschen von beiden Gästen besessen sind.
Wie fing das in Jesus sein Leben? Wie fing das von der ersten Tag nach, dass Menschen, die sind einfach besäten. Die haben einen Beiser Geist in sich. Und so eine Dinge jeftet. Aber ich bleibe sehr fast, vielen Kind Gottes, jede Brücke, die Jesus gekriegt, niemals wieder gehen, als bei uns denken. Und so, wie man das klar haben, Jesus hat den Feind gewonnen, Gott hat uns in seinen Rechten angesagt. Paulus sagt auf einer Stelle, dass wir sind all durch den Glauben, sind wir all mit Jesus taub, wie Gott seine Seed durchgesagt. Du bist all in das himmlische Recht versagt durch den Glauben an Jesus Christus. Und so, wenn wir nicht herumgehen und Angst haben, vielleicht halten bei der Teufel, oder, ich sage Ihnen mal, wie man aufpassen, dass wir nicht unter jeder Stuhl und bei der Gast sein. Und weißt du, der Feind ist gewonnen. Jesus hat ihn gewonnen. Und so wie fällt noch mit denen, aber den Feind sind eng, ist von der bestimmt. Du kannst von der die Bibel aufdecken und Krieg sein, was mit dem Teufel ab irgendwas passiert. Der Krieg ist schon gewonnen, Geschwister. Und so, wenn wir uns nicht anbilden, dass das erst noch im Utfing, wer wird du gewinnen oder wer wird nicht. Und Gott hat voll gewonnen. In Epheser 6, Vers 16, dort ist, wo Paulus von dem Schild redet, von Glauben und so weiter. Er sagt es dort, über alles, nehmt den Glauben aus dem Schild. Nu hörst was er sagt, wo der Beiser mit seinen brennenden Pfeilen nicht durchschreiten kann. Das sind Versprechen von Gott. Und wenn ihr diese Pfeil, das Schild, wenn der römische Soldat hat, das jäuft zu deiner Zeit, keine Pfeil, was du durchschreiten würdest. Und so, Gott sagt uns, dass wir sollen das Schild von Glauben, wir sollen bloß einfach glauben, es in den Denken. Glauben, es in den Hort, aber das ist really in uns Denken. Wo wir denken über sind, wo wir denken über Gott und so weiter. Und so, ich will Ihnen some Dinge wiesen, von wo der Feind uns angerieben hat. Der Feind, der greift uns an mit seinen hängerischen Plänen, mit seinen Versuchungen, mit seinen Lehres. Und so, wenn er noch uns kommt mit seinen Lehres, wenn er noch uns kommt mit seiner Versuchung, und er sagt uns, weißt du was, das ist erst nicht so wichtig hier, das kostet, like einmal checken, da baut ihr nicht und so weiter. Und so, dort sind Tiden, wo wir man uns Glauben abheben und sagen, no, das ist nicht, was Gott sagt. Gott sein Wort sagt, das ist Arreich, Gott sein Wort sagt, das ist Sinn. Und so, wenn der Feind noch uns kommt mit seinen hängerlastigen Lehres, dann muss wir das Schild von Glauben abheben. Nachher denkt, wo der Feind und die Non kommt, erst mit böse Gedanken. Und so vielleicht bist du, wo im Gebet, ich las von einem Prediger, ein Buch, was ich lesen habe für diese Botschaften, er sagt, dass er hat eine Zeit in seinem Leben, wo er hat eine Gemeinschaft mit Gott, vielleicht ein Smarries von Abstand, dann er seine Devotion lesen, er betet zu Gott und so weiter. Bei ihm kommen man beide Gedanken an. Vielleicht ein sexuelle Dinge. Oder irgendwas, bei ihm kommen Gedanken an, boah, ich würde mal gleich mit dir früh zu Bad gehen, oder all sind von dir das dort. Ich weiß nicht, noch mal sind dort, dass diese Gemeinschaft mit Gott und bei einmal hast, ich kann bloß beide Gedanken die nennen. Und die wundern, wo kommt das her? Weißt du, das ist, was der Teufel schafft. Wenn du mit Gott in Gemeinschaft, oder wir singen hier ein Lied, weißt du, das letzte Lied, was wir singen, dort, ich gleich das Lied sagen, und so weiter. Aber dann bei einmal, dann wo wir an, meine Gedanken, so ich hab dort, so mir, like, beide Gedanken in mir, das ist, was wir da Lied singen. Und so das sind wir, wo der Feind versucht, uns alle Hunde an die Pfeile wegnehmen, oder dass wir nicht wollen, wirklich für Gott leben. Und so, vielleicht bist du so aus, im Bad, und dort still, und dort dies da. Und manchmal kommt die in Gedanken an, vielleicht ist die über Tag wie Ferien fahren am Bach, oder hast du irgendwo ein bisschen genervt. Und dann manchmal kommt die das Gedanken, die fährt bloß einfach eine Worte an, was die mit denen beschleichen zu tun. Boy, wenn ich den hier nicht gut habe. Weißt du, der Teufel schafft es dort. Er schafft in uns Denken. Er kann die euch deine Säuligkeit wegnehmen. Da bin ich auch schon. Wenn du ein Kind Gottes bist, der Feind kann die euch deine Säuligkeit wegnehmen. Du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Aber er kann nicht merken, dass er bei sie Gedanken haben. Er kann nicht merken, alle haben rechte Denken über andere Männer oder Frühe oder was immer das ist. Nachher denkt, was der Feind in die kann, oder was er schafft, ist, er die Hass nennen geben, oder like sehr hasselige Gedanken, wo die vielleicht sehr doll bist über wem. Oder du hast die sehr geäuert, du bist sehr beleidigt und so weiter. Alle haben Beleidigtheit, Bitternis und so weiter. Und so das sind Dinge, wo der Feind und die non kommt. Nachher denkt, wo der Feind und uns non kommt, erst mit Zweifel. Like wir zweifeln an Gott sein Wort, like meint es wirklich sind das. Das ist der Sinn, was
was der Feind an Adam und Eva anbracht. Und er sagte ihnen, die waren gestorben. Hat Gott wirklich gesagt? Und so, das wird der Feind mit uns sagen. So, Zweifel über Gott sein Wort, Zweifel über unsere Erlösung. Ich habe Ihnen euch gesagt, und ich weiß jetzt mit Blick drauf, aber ich habe Ihnen euch gesagt, dass unsere Lehre in uns fällt, dass du kannst nicht weiten, dass du gerat bist oder nicht, das kommt Blick vom Teufel. Und ich habe Hunderte und Tausende von uns fällt, von der im Düsteren, kriegt mit der Lehre. Und so, wie man also klar haben, dass der Feind, der wird an uns nun kommt, der wird Zweifel versuchen, in die zu bringen. Er bringt Zweifel über Gott sein, über ob hätten Gott gehabt oder nicht. Und weißt du, diese Dinge kommen manchmal an uns nach, wenn wir in einer schweren Zeit sind, oder du hast vielleicht gestorben in der Familie, oder so eine Dinge ist dort, und wir haben so sehr gebetet, und so viele Menschen haben gebetet, und weißt du was, du hast verhebt nicht mehr Gott. Wo bist du so kjrich, dass du noch zu das Gott beten lässt? Und so das sind Dinge, was der Feind uns anbilden. Noch ein Ding, was der Feind uns bringt, das ist Mutlosigkeit. Mutlosigkeit in Dienst, Mutlosigkeit in unser befriedigtes Leben, in unsere Arbeit, was wir haben. Wenn der Feind die kann mutlos merken, er kann die bedrängt merken und so weiter, dann weiß er die, was das Leben nicht schenken. Er kann nicht gleich die Seligkeit wegnehmen, aber er kann die Säure mutlos merken und er kann die Säure durchdrehen. Und so, er kommt an uns nach, mit all diese Dinge. Und dann muss wieder klar haben, wir haben ein Schild von Glauben. Ein Schild von Glauben. So wird over das Glauben streiten in uns. Erstens, Glauben meint Vertrauen. Wir müssen Gott 100% vertrauen, wenn er keinen Sinn merkt. Und weet je, wir haben einmal ein bisschen Glauben, dass wenn ich an Gott lebe und ich will Gott nur folgen, dann wird es immer alle klar sein in meinem Leben, oder wird alle fein schaffen, oder wird immer alle Sinn merken. Nur aber nicht. Wir können Dinge nennen kommen, was für uns keinen Sinn merken. Und ich kann lange die abnehmen von Dingen, was in uns kommen. Römer 8, Vers 32, du Schrift Paulus von dit. Und so sagt es dit, wodurch, die sind einen sehen für uns alle Hände, für uns da nicht alles mit am schenken. Und weißt du, der Teufel wird nach die kommen und sagen, no, Gott wird dir nicht alles schenken. Und weißt du, weil wir niemals abhören, mit wirklich 100% an Gott vertrauen. Den Tag, wo eigentlich anfangen zu zweifeln über Gott sein Charakter, über wer Gott ist und was Gott mit uns will und was Gott sein Plan mit uns ist und so wieder. Den Tag, wo wir erlauben, den Teufel in uns Denken zu kommen und uns merken, Frauen stahlen oder anfangen zu zweifeln. Na, hier wollen wir aufpassen, was ich sage. Wenn du mal in Tiden bist, wo du zweifeln lässt, du bist in Tiden, wo du Gott Frauen lässt und so wieder, dort ist gleich das ein. Aber wie man sehr klar haben, dass in den Tiden, dann haben wir ein Schild von Glauben ab. Und ob es Sinn merkt oder nicht, ob da was passiert ist, was du verstehen kannst oder nicht, wenn du wirst den Glaubensschild weglassen und sagen, weißt du was, Gott, der hasst mich, Gott, wenn du ein Gott hast, dann sind wir ein böser Gott, ein schwacher Gott, aber nicht ein allmächtiger Gott, was uns das zulässt. Und weißt du, das soll manche Person in seinem Glauben zu nichts geworden, wenn wir die Lehre angenommen von dir, dass Gott ist entweder schwach oder ein böser Gott. Aber nicht ein liebender, allmächtiger Gott, was dein Kind hat lassen sterben. So darf es nicht. Und so der Feind wird an die ankommen. Und der wird die versuchen, diese Lehre anzubilden, dass Gott hat Gott das Beste im Sinn für die. Und dann müssen wir uns Schild von Glauben abheben. Und dann müssen wir sagen, no, ich habe mir die Wahrheit angeschnallt. Ich habe Gott seine Gerechtigkeit angenommen. Meine Schulter stehen fast auf den Grund und die rutschen nicht auf den Doel. Und ich stehe fast auf Gott sein Wort. Ich habe das Schild von Glauben. Und so das ist, wohin Paulus davon redet, wenn er wisst, dass eure Luther, wo wir an diese Lehre kommen, dass Gott das Leichtige euch, der Welt euch, der Beste für die, und so wie dann nicht mehr Gott seinen Charakter vertrauen. Und so wenn wir da hinkommen, dann hat der Feind uns, dann kann er uns verleiten. Der zweite Ding, wo wir uns Schild von Glauben mit dem Säure festhalten, das ist in Gott seine Versprechen. Gott seine Versprechen. Und weißt du, ich kann lange die Dinge abnehmen, wo Gott die Versprechen hat, aber lass mir die bloß ein paar sagen. Gott hat die Versprechen, dass du hast das ewige Leben in Christus.
Gott hat die versprochen, dass in Christus sind die sind alle vergeft. Gott hat die versprochen, dass er kommt trei und er wird die einen Tag holen, er wird die mitnehmen. Du hast eine Ewigkeit bei ihm. Das sind bloß ein paar Versprechungen, was Gott uns sagt. In 4. Mose 23, 19, da haben wir einen interessanten Vers, Numbers von die englische Bibel haben. Er sagt, Gott ist nicht ein Mensch, der da lehen wird. Oder der Sehen von einem Mensch, dass er seine Meinung ändert. Soll er was sagen und dort nicht tun? Soll er was reden und sich nicht daran holen? Und so, der Schreiber hier, der sagt, dass Gott, wenn er was sagt, das hält er. 2. Korinther 21, da redet Paulus von das selbst Ding. Er sagt, das ist so, ob alles, was Gott versprochen hat, erst bei ihm das ja. Da wenn sei, wie durch Jesus Christus auch uns Amen dazu, dass Gott verherrlicht wird. Und so was Paulus hier sagt, erst, dass wenn Gott was versprochen hat, dann sagt er noch sein Ja dazu, und dann wird wir auch noch uns Amen dazu sein. Das wir ihn glauben. Gott hat die versprochen, deine Sünden sind vergeben in Christus, und Gott sagt sein Ja dazu, und du musst dein Amen dazu sein. Und der Feind wird dann kommen und sagen, weißt du was, vielleicht hast du den Heiligen Geist gelastet. Weißt du, das ist ein von den Dingen, was uns falsch. Einmal war er mit Schaft, hat einmal den Heiligen Geist gelastet oder so wieder. Und so der Feind wird die versuchen anzubilden. Die sind jetzt euch zu vergeben. Und so, wie man es klar haben, dass in Christus sind unsere Sünden alle vergibt. Und weißt du, mir bloß ganz kort sein, den Heiligen Geist lasten, und das meint so viel, dass du das, die Kraft, was die raten kann, das du zu sich schreiben. Weil man sagen, die Karte dreht ab Gas. Und du hast den schmacksten Reifen und den schmacksten Rem und alles Schmack abgeblost und so weiter, und Schmack gefahren und so weiter. Aber du wirst der Karte keine Gas geben. Was hält dir das? Und das, was meint, den Heiligen Geist lasten. Der Heilige Geist ist der, was die wahre Geburt gibt. Der Heilige Geist ist der, was die raten hat. Der Heilige Geist ist der, was die sicher holen, bottom eng. Wenn du den zu sich schiffst, dann hast du keine Radung. Und so was die jüdische Lehrer stehen, sie sagen zu Jesus, oh, weißt du was, du das die Wunder durch den Teufel seine Kraft. Und das, wo Jesus sagt, sie den Heiligen Geist lastern. Sie können Jesus lastern, sie können Gott lastern, aber das ist der Heilige Geist, was die wahre Geburt gibt, das ist der Heilige Geist, was die raten hat, das ist der Heilige Geist, was in die lebt. Wenn du den zu sich schiffst, dann hast du keine Radung. Du hast keine Vergebung für. Und so, wie man es klar holen, dass Gott sagt nicht, oh, weißt du, wenn du hast das getan, wird die nicht mehr vergeben, oder wenn du hast das getan. Wenn wir nur Jesus uns drehen, dann sind deine Sünden alle vergeben. Und so, der Teufel wird die anbilden, dass es nicht so steht. Er wird die anbilden, dass, hey, du kannst euch Gott sein Versprechen vertrauen. Ich habe mal an das gedacht, dass wir dann nicht wirklich Gott seine Versprechen vertrauen. Und so wir wollen nicht uns ganz Gott handgeben, wenn wir haben nicht klar, dass er uns nicht was nennen laden, wo wir nicht nennen wollen. Lass mir da noch einmal sein. Das sagt noch gleich bei some von Jüngern an. Weißt du, wenn wir uns nicht ganz Gott handgeben, wenn wir sind Angst, woher uns was handladen, das meint so viel wie vertrauen am nicht. Das dritte Ding, was er hier sagt, ist, oder was wir uns Schild abheben von Glauben, das ist, dass wir Gott sein Programm vertrauen. Und das wurde besonders genannt, was ist Gott sein Programm mit deinem Leben? Und weißt du, so Menschen, die haben was wir nicht in Gott sein Recht brücken, wenn wir vertrauen Gott nicht mit seinem Programm. Und so wie man Gott vertrauen, in Jeremia 29, Vers 11, ein sehr bekannter Vers, da sagt Jesus das. Ich habe das Gott immer gedacht, sagt der Herr, und was ich für ihn geplant habe, ist Fried und Erfolg, und nicht Schulden. Ich will ihnen in der Zukunft eine Hoffnung geben. Na, das war zu Israel gesagt, dass sie in der Gefangenschaft wären, dann sagt Gott durch Jeremia, weißt du was, ich habe einen Plan für ihn, der ist später, wo ihr nicht gerade seid. Und so, wir müssen das verstehen, dass das redet von Israel. Aber wenn wir das an uns nun drehen, dann bleibe ich einmal, dass der Feind hat uns eingebildet, dass Gott will nicht wirklich der Beste für die. Weißt du, wenn du die Gott ganz handgeben, der wird den von wegnehmen, der wird die Handschacken, wo du nicht haben wirst, der wird die mehr arm sein, und der wird dein Leben miserablich mehr. Und so wie haben diese Lehre
kauft. Wir sagen auf Englisch Line, Hook and Sinker. Und so wir sind von der denkt wie sehr an, dass wir müssen viel Geld merken, wir müssen sehr große Dinge drehen haben und so weiter. Und so wir können nicht uns wirklich Gott handeln, wenn wir mein Reichtum ganz gut nehmen. Weet je, Lied, an Reichtum können wir auf zwei Wege anchecken. Wir können an einer Seite anchecken und sagen, Gott hat uns sehr gesehnt. Und Gott hat uns gesehen. Wir sind klug, wir verstehen Dinge zu tun, und so da ihr dem mit Gott treffen. Und so wir können Gott die ihr geben und sein Recht bühren mit uns Reichtum, was wir haben, so wieder. Wir können sehr große Unterschiede machen in dieser Welt, mit wer wir sind als Menschen und mit was wir haben. Das ist eine Seite. Aber uns Reichtum kann uns ganz gerade der Fluch sein, was wir jemals haben in uns Leben. Die Bibel ist sehr klar. Reichtum ist ein Fall für alle Hunde beide Dinge. Na, ich glaube nicht, dass es ein Fluch ist, wenn wir reich sind. Aber es kann ein Fluch werden. Wenn wir denken an Gott sein Programm, wir denken an Gott seine Zeit, und dass wir sollen uns Schild von Glauben abheben, dann kommt es darauf an, dass wir dann uns Reichtum enttäuschen mit uns Schild von Glauben. Und ich habe mich mal gefragt, wenn ich an uns Volk denke in Russland, und wo sie ungefähr even nach alles verloren, und viele von ihnen noch ihr Leben verloren und so weiter. Und das sollte uns passieren. Haben wir dann alles verloren? Oder haben wir uns Schild von Glauben durch noch? Das wird was wichtig sein. Lass in der Klasse früher, okay, durch eine Apostelgeschichte fingen wir, dass die Kirche wird in Jerusalem rübergedreven, sie gingen fort, und so ich frage meine Klasse und ich frage mich selbst, das Ferken, wenn wir nicht mit diesem Gebiet aufgehört sind, was passiert mit uns Glauben? Ist uns Glauben ungebaut an das Gebiet? Aber wird wie, wenn wir hier rübergedreven werden und uns wird alles fortgenommen und uns wird alles haben Gott fortgenommen, wird wir danach uns Schild von Glauben haben an Jesus Christus? Aber jetzt uns alles mit unseren Dingen mit. Und dass wir würden taub kloppen und wir würden Gott auf sein und wir sein mit so einem bösen Gott halt nichts zu tun. Und ich will nicht Angst merken, dass wir wollen alles verlieren in dieser Welt, aber die Möglichkeit ist krass so groß für uns, als es für Jahre wieder in Russland. Und so wie wir das klar haben, dass was immer Gott uns mit sehnen, dass wir das veranbrücken, aber wir niemals uns Geld oder uns haben Geld, oder was immer wir sind oder haben, oder unsere Gouverneur irgendwas antuschen, mit Gott sein Schild von Glauben. Wir sind durch den Glauben geraten. Durch den Glauben an Jesus Christus. Hij sagt wieder, wir sollen uns Helmet von Salvation antragen. Ich weiß, meine Zeit ist aufgerannt. Aber bloß zu sagen, das ist die Kasko kann sein, was ein römischer Soldat abhaut, dass er seinen Verstand beschützen, dass er seinen Genack beschützen. Und so weiter. Und kein Soldat würde in seinen Krieg gehen ohne sein Schild und ohne sein Kasko. Wenn ich in sein Motorcycle fahren ohne Kasko und so weiter, dann denke ich immer, sie retten in ihr Leben, aber schrecklich wenig. Und so, ich weiß nicht, wer alle Motorcycle fährt. Aber weet je, wir haben ein Kasko für Beschützung für uns Kopf und so weiter. Und so, der Helmet von Salvation, wie man klar halten unsere Radung. Und weißt du, musst lernen, die denken, reich denken, und dass du bist Gott sein Kind, durch den Glauben an Jesus Christus. Lot nicht den Teufel, den Verstand angreifen und die anbilden, dass mit die essen nicht, oder du hast es auch nicht, oder du wirst es niemals merken und so weiter. Lot ihn doch nicht anbilden, durch das, was ich hier gesagt habe, wo wir an Jalten und checken und so weiter. Lot ihn doch nicht anbilden, sagen, oh, wenn ich recht sehe, dann kann ich nicht ein Christ sein. No. Aber der Teufel will das brücken, zum die von Jesus weicht. Da müssen wir klar halten. Und die brücken noch viele andere Dinge. Aber uns Helmet von Radung, uns mein, die Kjrich sind die Gedanken, die Kjrich sind, wo du denkst. Und so viele von uns, wenn wir zweifeln, wenn wir uns nicht sicher sind an unserer Lösung und wir wissen nicht, was Gott uns zu Sinnen vergibt, auf das in den Denken. Das würde die Welt verführen, das würde ich hofft. Und so uns Helmet von uns Verstand beschützen, das ist sehr wichtig. Und dann das Schwert. Wir wissen, dass die Feinde nur Jesus kennen und braucht das Schwert. Und so, heißt uns ein Beispiel in dort. Weißt du, Lied, ich habe das gedacht. Wir haben in uns Volk eine Lehre,
was du sagst, dass du sollst so wenig als möglich von der Bibel weiten. Wenn du warst zu viel Bibel lesen, wirst du sehr verdreht worden. Kann ich ein verstellen Lied, was dort für eine Lied ist und gedacht, dass dort den schwert in die Bibel. Und so, wenn du nur weißt von Gott sein Wort, und du hast vielleicht bloß mal was gehört, aber du weißt Gott sein Wort, wo was je in die Bibel kämpfen, wo weißt was Reich in Orech ist. Weet je, Lied, wie moeten ons Reich in Orech mit Gott meten, nicht mit unseren Oberscheren, mit was der Mensch sagt, der Jan Mensch, aber mit Gott. Gott ist der Mutstock. Weißt du, wie in wem Gott die wird meten? Er wird die in sich selbst meten. Sinn ist Sinn, wer Gott ist. Nicht nur, was Gott gesagt hat, aber er sagt, was er sagt, wer er ist. Und so, Gott wird uns meten in sich selbst. Dort, wo ich immer wieder sage, du musst eine Gerechtigkeit haben, was für Gott wird bestehen. Du musst eine Gerechtigkeit haben, was bei Gott wird reich meten. Je in sein Mutpunkt. Und dort hast du in Jesus Christus. Wir haben die Feuersünde und das gedacht, von dieser Onsechtboara Welt, von wo der Teufel, da ist die Hänger an. Lass mir das noch einmal sagen, du kannst hier sitzen und wirst denken, well, who cares? Who cares, was die in der Verdammnis nehmen? Dort nicht leben Lied, dass der Teufel nicht die persönlich hingeran ist und er will die persönlich in ewige Verdammnis bringen. Na, er kann auch euch. Er hat keine Macht, dass er dann saß, als was du den gibst. Und so, wenn wir Abend leben, wir leben seine Lehres, wir leben aus Sinn, ist euch wichtig, er kann seinen Sinn leben, dass ich will, dann wird er feindlich kriegen. Oder wir denken vielleicht so, Gott, ich so bei so Menschen, ich Gott wird mir niemals vergeben, dann kriegt er die auch. Und so, das schafft er man Bett sehen. Weet je, wenn ich diese Botschaften will topnehmen in ein kleines Park, dann würde ich sagen, nehmt Gott seine Wahrheit an, gegen den Teufel seine Lehres. Das really war alles, was ich gelehrt habe. Aber wenn es versagt, wer wird das klar haben, dass was Gott sagt ist so und was der Teufel sagt, das ist ein Lehres. Ich würde fragen, dass ihr abstehen. Ich weiß nicht, wo die Best in dein Leben oder wo in dein Hort sitzt. Vielleicht bist du mutlos. Vielleicht hast du den Teufel geglaubt, dass deine Sinn gut zu vergeben. Vielleicht hast du den Teufel geglaubt, dass auch Sinn ist gut wichtig und du bist in der ersten Sinn bern. Vielleicht hast du den Teufel geglaubt, dass Gott läuft die durch und du hast dein Leben weggeschmissen, wenn das ja wird kein Punkt. Und weißt du, der Teufel ist ein Lehner. Er wird die alles für sich einzubilden, was er haben kann, und dort passiert in dein Denken. Die Bibel sagt, wenn wir uns sehr ändern. Und ich will dir merken, wenn wir Gott seine Wahrheit annehmen. Vielleicht weiß nicht in jeder denkt, aber kriegt, was Gott seine Wahrheit, dann lesen. Das ist dein Schwert. Das Wort Gottes ist dein Schwert. Und so mit dort kostet jenen Feind. Jesus brauchte ihm jenen Feind gehen. Und so wie fängt von Jesus seinen Aufhalter. Sie brauchten Gott sein Wort jenen Feind. Und so werden wir das Schild von Glauben abhalten, wenn wir uns den Kasko absetzen, wenn wir uns Wahrheit umschnauen, wenn wir uns den Panzer von Gerechtigkeit antragen. Weißt du, was Lied? Diese Dinge, was Paulus uns hier abnimmt, das ist really alles, das als ihr denkt. Gott seine Wahrheit jenen, die will seine Lehres. Und was glauben?